Welkom hier alle van de Samariërs. We freuen uns, dat we kan toekomen in deze weg en God zijn woord in kijken. Pastor Quentin is een beliefs van jou, so ik zie niet Quentin, ik wil anders reden. Ik wil ook niet aan dat reden wat hij gewöhnlich staat, of wat hij nu deed aan de Anabaptist. So dat wil ik verarmloten, want ik wil met dat afhangen, dan wordt deze stoel vielleicht bald ladig zijn. Ik wil van dit wat broer Jake lezen deed aan dat reden. De kerk oder de stad Tessalonicha, dat wir gar nicht eine Nähe Stadt, die wir al für viele Jahre al für Christus in der Zeit, die hat dann einen anderen Namen. Im Jahr 51 nach Christus, dann kamen diese 3 Männer, was wir im ersten Vers fingen. Paulus, und hier brauchte das Wort Silvanus, aber die meisten Städten ist das Silas, und Timotheus, diese 3. Die kamen nach dieser Stadt und 51 nach Christus in der Zeit. Das wir nicht ganz korrekt, was sie geplant haben. Ich will Worte davon lesen. Sie wären auf der Reise dahin, aber die Heilige Geist, die werden auf diverse Städten. Ich will ein paar Versen lesen, erst von der Apostelgeschichte 16, da vom 6. Vers. Da sagt es so: Und sie reisten durch Pyrgien und Galatien, willst der Heilige Geist dort nicht tolleit, das Wort in Asien zu predigen. Als sie bei Mysien kamen, versuchten sie durch Bithynien zu reisen, aber Jesus in Geist leidt dort nicht zu. Und so reisten sie bei Mysien vorbei und kamen nach Troas. Danach hat Paulus eine Vision, dass ein Mann von Mazedonien dort bei ihm stand und bet, dass sie sollen ankommen und helfen. So dort wird die Ursache. Sie haben andersweise gerechnet, hinzufahren. Ich weiß nicht wo, ich kann dort nicht neu sein. Aber Gott legt das nicht zu. Der hat möglichst eine der zu, und dann möglichst der andere der zu, und dann möglichst eine der ob, wo sie sollen hinkommen. Und dort, wo der Paulus und Silas und Timotheus nach Tessalonicha kamen. Sie wären auch ein paar andere Städten gewesen, was auch in Mazedonien ist, aber von dort wollen wir nicht reden. Und mir ist das interessant, in Wirtfall, so sie anfangen das im 2. Vers, wir danken Gott immer verjüngt. Das eine Wort, das hat eine große Bedeutung. Nicht Hanne war einmal, was ich mal bekannt, ich denke nicht immer an, für jeden zu danken oder zu beten. Ich kann nicht die Ansicht oder den Geist, der so steht hat. Aber Paulus, die Schrift hier, wir danken immer für alle und für jeden keinmal für jeden zu beten. Das ist ein großes Ding, was er da sagen wird. Aber wenn Paulus das sagen wird, dann bleibe ich dort. Und dann geht er wieder und dann sagt er, wir denken ohne Abhören daran. Und dann bringt er hier 3 Dinge ab. Wo je im Glauben arbeiten, wo besorgt und leichttulich je für den Nächsten sind, und wo je so geduldig und fest auf Jesus Christus hoffen. Diese 3 Dinge, die sagt Paulus in Ernten. Und die werden ihm genug wert, um die rausheben, dass er da wohl was von sagen. Die Kjoakj oder die Tessalonicha, dort wird dann wahrscheinlich nicht die Kjoakj, aber sie beten Jata an, sie dienen Jata. Nu wären diese 3 Aposteln daher gekommen und nu haben sie nie das Leben gekriegt. Das wird was anderes. Sie haben Jata, was sie dienen und was sie anbeten dienen, aber das wären so nicht vielleicht, was sie gekauft haben oder vielleicht selbst gemerkt haben von Halt, von Blech, Isa oder Erde oder irgendwas. Aber die müssen sie gleich daheim bringen, wo sie die wollen haben. Die müssen sie ganz besorgen und pflegen. Und die reden keinmal zu Ende.
Nu wären Paulus und Silas durchgekommen und hatten dort Wort durchgepredigt. Und dort wäre so eine Friede. Der eine Vers im nächsten Vers, da sagt dort, und Gott seine Kraft und der Heilige Geist wären durchhängen. Und dort macht der ganze Unterschied, dass das nicht so was anderes wäre, als dort vorher gewesen wird. Dass sie so eine Freude haben, dass sie sich freuen können, wo dort schaffen die, oder wo Gott ihnen so tun wird. Das neue Leben, was sie nicht hatten, das hatten sie von Gott. So als Petrus sagt in seinem Brief, das neue Leben, was sie nicht haben, hat sie nicht von ihren Eltern gekriegt. Dort leben, die ihnen geben, dort vergeht. Das neue Leben wird ewig bleiben, und das kommt von Christus. Durch Gott sein ewig Leben wird an den Menschen. Das ist, was Petrus geschrieben hat, aber das kriegt dort, was diese Kirche in Tessalonicha gekriegt und erfahren haben, und was sie wussten, das ist ein Leben ja Gott. Das ist nicht so ein Gott, was sie gemerkt haben, das wäre ein Gott, was er gemerkt hat und er zum Licht gebracht hat. Vers 4, dann sagt er, Brüder, wie weiten dort Gott jün gut ist? Er sagt nicht, ich glaube, Gott ist jün gut. No, er sagt, wie weiten dort Gott jün gut ist? Und er hat sich jün gewählt, seine Kinder zu sein. Ich habe mal gehört, und ich glaube, manche von Ihnen werden auch mal gehört haben, dass Menschen sagen, ich hoffe, ich kann so viel prachen, dass Gott mir was annehmen. Weil das ist ganz nachrechte Wahrheit. Gott prachet dort, wie kommen soll. Gott will nicht haben, dass irgendwer soll verloren gehen. Und das, was Paulus und Silas dort nur gepredigt haben, das wurde sie an. Oh, Gott ist ein anderer Gott, als was wir gedacht haben. Paulus, der schreibt das auch all an die Epheser. Da schreibt er so steht, eer hij de Welt een grond leed, had hij ons bestemd in Christus zijn heilige, schuldvrije Kinder te zijn. Well, dan kunnen we terugdenken, hoe lang is dat? Wenn wir nur Scientists horchen, dann können es al miljoenen Jahre sein. Ich weiß nicht, als ich in Terode will, dass ich nur dort horchen, aber wann das soll Wahrheit sein, dann ist Gott bloß noch gerade, wenn das all Millionen Jahre trägt, je weiß wie, was er mir gewählt hat, sein Kind zu sein, ist das nicht besonders? Aber wir kicken da noch, was unsere Bibel sagt, dass wann er Gott die Welt merken wird, und wird dort wiedergehen, und das sind noch nicht Millionen Jahre, das sind noch mal bloß Tausende Jahre. In Vers 5, dann geht er wieder und dann sagt er, und das Evangelium hat je nicht bloß mit Wort gekriegt. Gott seine Kraft und der Heilige Geist wären durchhängen. Weil ja die Jatter, was sie hatten, was dort durchhängen wären, dort wären sie, weil sie das gemerkt haben. Aber nun lehrte sie dort, das Evangelium, dort wären nicht bloß Wort, aber dort wäre Gottes Kraft und der Heilige Geist, die wären durchhängen. Dort wäre ganz was nicht war da. Nie het Leben, nie Erfahrungen hadden sie, Tag für Tag scheinbar. Und die Tessalonicher, die nehmen dort an. Sie nehmen dort an, dass diese fremde Menschen dort kämen Jesus predigen, und sie nehmen dort Wort an, was die predigen leiden. Sie nehmen dort beides an. Sie sagen die Kraft, was da berne wir, wo Menschen sich bekehren leiden, wo die von ihrer Jatta wegtreten oder jetzt ein anderer Weg. Sie drehen sich nur Gott, dass sie von ihrer Jatta wegkommen. Einmal, wenn ihr es Kind so geht, über mich das, dann denke ich, okay, wie man erst schlecht aufleihen und dann zu Gott kommen. Nee, dort sagt hier, sie bekehren sich zu Gott und leben ihre Jatta auf. Nu brukte sie nicht mehr. Und da wir eine besondere Kraft haben. Gott seine Kraft, die ist sehr groß und sehr stark. Wenn wir kicken dann, wo er die Welt merken deed, in 1. Mose Kapitel 1, das sind ein Teil Versen, ich will nicht ein Teil über Deel bringen, aber
da sagt Gott bloß, was da passieren soll, und dann passiert das. Bloß ein kort Ängstchen. Am Anfang mir Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde der hat noch kein Geschenk und kein Leben. Dann sieht Gott, lot Licht schienen, und dort wird Tag. Gott sieht bloß, wenn wir uns feststellen, dann so oder danach bei dies da, wenn wir rückkicken, dann ist alles dies da. So wie das wir im dies drinnen ankicken können, oder was wir weiten, an der ganzen Welt. Und dann sieht Gott ein Wort, da soll Licht sein, und dann wird da Furzlicht. Wir sind alle einmal in der düsteren Stube angegangen und haben das Licht angeswitcht. Und dort ist plötzlich da, dort düstere, dort furzweich. Ich glaube, keiner von uns hat einmal gesehen, wo dort düstere da rausgehen deit. Dort ist bloß plötzlich büten. Dort wird wir aus Gott sein, da soll Licht sein, da wird auch plötzlich Licht. In Gott sein Wort, da ist eine Kraft, und wenn er Befehl gibt, dann ist er plötzlich da. Die Kraft, die ist in verschiedenste Wege. Und die Korinther-Schrift Paulus, so steht, die Stehler, die Jäger, die Trinker, die Schwindler wollen Gott sein Recht nicht oben. In Sonne sind einige von ihnen gewasst, aber kommt das Wort. Und das Wort das haben wir auch mal betont, wenn das Wort übergekommen ist, dann gibt es was anderes. Und dann sagt er, aber nu sind die rein gewaschen, die sind geheiligt, die sind gerecht geworden, durch den Namen von unserem Herrn Jesus Christus und durch den Geist von unserem Gott. Keiner kann sich selbst seine Sünden vergeben oder verkeipen oder loswerden. Das ist bloß durch Gott, und Gott hat das durch den Heiligen Geist. Und er ist stark. Er kann irgendwas tun. Waar dat terug naar Petrus gaan in Apostelgeschichte Kapitel 3 en wie voor die wat in onze Bibel stond zijn, dat gaan we kort ervoeren. Da wird das Mann, wat krepel geboren wird, er noch keinmal gehen konnte, und er war al 41 Jahre alt. Die brachten ihm immer dann um Tempel, nur die Scheine der, sagt dort, und dann dort Menschen wurden Almosen geben, Goven geben, und dort wo er von Leben deit. Und diesen einen Tag, dann sagt er da auch weiter, und dann sagt er, Petrus und Johannes da kommen. Und so allmählich, dort hat er Gott gekannt, dort hat er all fertig gesehen. Ich merke mir im Bild, und dann streckt er seine Hand aus, früh nur Almosen. Petrus, der sagt, Geld habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Steh ab. Ich will ein bisschen zurückkicken. Petrus sagt, Geld habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Und Jesus Christus von Nazareth seinen Namen. Steh ab und go. Und Petrus fällt an meine Hand und der sprang ab. Und noch keinmal er konnte abspringen. Er konnte abspringen und sie konnte gehen. Er war sehr mutig. Das wird die Kraft, was da berne wir. Und Petrus sagt, und Jesus Christus von Nazareth seinen Namen. Ich weiß nicht, warum er nicht bloß Jesus Christus seinen Namen sieht, aber er braucht das Wort Nazareth da. Und der Stadt Nazareth, der hat nicht den besten Namen, oder der hat mal einen leeren Namen, soll ich vielleicht lieber sagen. Dort, einige Menschen halten nicht zu viel davon. Zum Beispiel, als Jesus auf diese Erde wird, dann will er einmal wo reisen, und dann fängt er Nathanael, und dann wird Nathanael an, wer Jesus wird, dort er der Messias wird. Und dann ging er erst nur sein Bruder Simon, und dann ging er nur, ich glaube, ich brauche einen rechten Namen, das wird Philippus. Und dann ging er nur Nathanael, und dann sieht er, wir haben den Messias gefangen, den Jesus sehen, den von Nazareth.
En dan zei Nathanael, wat kon van Nazareth nach Goudet komen? Hij zei bloß, kom kijk. Even, dat is alles. Maar dat is leuk, wo wir in Nazareth met aannemen, dat mensen zullen afworden. Dat wir wat Goudet van Nazareth uitgekomen en dat wir nog ärmer door, mensen. Dat je vergroot op zijn, wil allemaal kan dan. Jeder einer wird im Tempel angegangen, der hat ihm da gesehen, der kann dem. Und vielleicht mäßig jeder einer hat ihm auch Gaben gegeben. Kriegst du auch vielleicht die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die haben ihm vielleicht auch Gaben gegeben. Die haben vielleicht eben vor dem Gebet, dass Gott soll ihm heilen. Aber das wird hier noch keinmal geworden. Aber nun gibt das einen Abbruch. Das sagt in Vers 11, aus des Lohmann, der nu geheilt wird, wie Petrus in Johannes bleef, rand alle mannen Salem aus in Hall taub, wo sie wären und wunderten sich. Als Petrus das sagt, dann seht ihr, des Mann, den je sein und kann, kriegt seine Kraft durch den Glauben an Jesus Christus in Namen. Dort ist Jesus in Namen, der den Glauben in de Glauben, der geholfen hat. So, die Menschen, die kickten wahrscheinlich nur an, als wann sie dort haben. Dort mir Petrus Fuß klar, dort wir nicht sei, wo dort haben, dort wir der Gott durch dem Heiligen Geist, wo dort getan hat. Jesus in Namen, der wir sehr stark, sehr groß, sehr wertvoll. Und Gott hat ihm den Namen gegeben. Und in Philipper, da schreibt Paulus, Gott hat ihm zum allerhöchsten Platz erhoben und einen Namen gegeben, der über alle Namen steht, sodass sich in Jesus seinen Namen alle Knieën im Himmel, auf Erde und unter Erde beugen sollen und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus Herr ist. Das ist, was Paulus an die Philipper schreiben hat. Dann in Apostelgeschichte 12, und wir trägt durchgehen, im bekannten Vers, und da sagt er, du hast in das keinem Radung, oder du hast in das keinem dort Heil, willst uns Menschen unter dem Himmel als das kein Namen gegeben, in dem wir können selig werden. Bloß in den Namen Jesus kann wir selig werden. Als die Dee Kjoakj da hat angefangen, dann sehe ich nachher, war das in der Apostelgeschichte, dann fängt die Verfolgung kurz an, nur das. Petrus und Johannes, das wären zwei Stück, die da predigen deuten, und die hatten sie eingestoppt, die wären über Nacht im Gefängnis gewesen. Samarius holte sie da raus und für dem Hohen Rot. Und der Hohe Rot, das wären 72 Members, Glieder, die da wären. Da wären 72 oder noch mehr Menschen. Und da müssen Petrus und Johannes ankommen für dem Rot. Vers 13, Apostelgeschichte 4,13, da sagt das, als sie sagen, wo mutig Petrus und Johannes wären, so dass wir die Höhe Rot, all die Menschen, die da berne wären. Als sie sagen, wo mutig Petrus und Johannes wären, und dort angeschaute gewöhnliche Menschen wären, wunderte sie sich über an. So sie kannten, dass die von unterwegs wären und dass die nicht so eine Schulen hatten als die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Die hatten bessere Schulen gehabt. Und die wunderten sich über die. Petrus und Johannes, die hatten nicht Angst, für diese Menschen zu kommen. Die freuten sich, dass sie können für die kommen und dass sie den Jesus, was diese Gruppe nicht wohl so haben, dass so wird, dass die vom Tod abgestoßen wird, dass sie dem predigen können, dass sie von dem dort zeugen können. Dazu werden dort sein, dass sie sagen, wo mutig Petrus und Johannes sind. Sie kamen nicht flatterig an, sie kamen ganz getrost und geladen und mutig an. Trägt nur Tessalonicha,
das erste Vers sagt, und die haben uns in dem Herrn Jesus zum Vorbild genommen und haben dort Wort mit Frieden abgenommen. Man denken, das wären die, was hier Jetta gedacht haben und Jetta auch gebet haben. Nu hadden sie das gehört und Paulus, der sagt von Ernd, sagt so, dass die Tessalonicha haben Amen Paulus, Amen Silas und Timotheus in dem Herrn Jesus zu ein Vorbild genommen. So dort wir ein gutes Ding, dass sie das zum Vorbild genommen haben und davon lehren. Aber der selbe Vers, der sagt dann auch, wann die auch dadurch leiden mussten, der Heilige Jesus die Freude dazu. So dort kam das auch. Nu sehen wir in Tessalonicha, in Dee Kjoakj. Und kurz wir da auch Verfolgung aus der Kirche auffangen und aus den Christen da wären. Aber sie wären so mutig. Aber Paulus betont dort hier noch, dass sie leiden mussten. Sie mussten da werden leiden, weil sie nu dort leben. Die anderen Menschen, die wollen wir wollen das so holen, als sie das gehabt haben, nehme ich an. Sie wollen wie dort bleiben. Aber diese Tessalonicher, die Kirche, die wir fast, die sehen nu gehen wir wieder. Apostelgeschichte 17, komme ich weiter zurück dahin, aber das ist, was Paulus da sagt, dass er da sich verteidigen muss. Und dann sagt er, und er wird nicht bleiben, er hält nicht im Blut vermüllt. Er sagt, die stierkopfte Juden, aber die stierkopfte Juden wären aufjänstig und holten sich geramdrischet Gesändeltaub, Falltaub, und brachten die Stadt in einen Abruhr. Das schreibt Paulus in Tessalonicha, in Apostelgeschichte, über das erst von Tessalonicha. Dann sagt er, dann schickten die Brüder, die was glauben, die Paulus und Silas, kurz Nacht war ich nur Berea. So, die Verfolgung, die wird so arg, denn dass sie bedürden, was dort geben wird, wenn sie die durchleiten. Und dann danach schleckten sie die die Stadt raus und schickten die weg. Aber sie hatten da kein so sehen. Und das hat Frucht gebracht. Immer mehr. In Vers 6, da sagt er, die haben uns in dem Herrn Jesus zum Vorbild. Und dann in Vers 7, da sagt er ganz was anderes. Da sagt er, die sind ein Vorbild geworden für all die in Mazedonien und Achaia, die zum Glauben gekommen sind. So erst hatte sie Paulus und Silas in dem Herrn Jesus zum Vorbild genommen. Vor dem nächsten Vers sagt er, die sind ein Vorbild geworden für Mazedonien und Achaia. Ich probiere mir zu kijken, wo groß Mazedonien war, kon ich nicht uitvinden, aber da waren irgendwo ein paar 100.000 Menschen und die wussten das bald. Und J. Werner McGee, die schreibt, dass er glaubt, dass wir in bloß Monaten loter voneinander, dass sie hier wären kommen, das Wort predigen, dann wären die all ein Vorbild gewesen zu all diese Menschen. So dort hat sehr sich wieder gespreit, das Wort. Und sie wären immer stark und sie verleiten sich ab Gott. Eine Geschichte wird sehr bekannt als David, das war ein junger Teenager, glaube ich, wie und der schlug den Goliath tot. 1. Samuel 17, Vers 45, da sagt dort, David sagt zu den Philistiner, du bist nur mir gekommen mit einem Schwert, mit einem Spiss und einer Schmiedstange. Ich weiß nicht ganz genau, was eine Schmiedstange ist, aber ich glaube, das ist eine lange Stange, derne, sehr spitz, und die Soldaten, die leden, die schmieden, die können in den Speck wohnen. 3 Dinge, plus, er hat noch einen Mann, der das Schild vor ihm drehen deit. So David sagte, so steht er seine Arm gekommen. Aber er kommt nur dem Herrn, in dem Herrn allmächtigen seinen Namen.
Entschuldigt, ik wil nog eenmaal. En ik kom naar die, in dem Herrn, den Allmächtigen zijn Namen, die alles regiert, wonen du getrotst hast. Dat is wat David zei deed. En deze kwamen ook in dem Herrn zijn Namen. David wie een jonge man, Jan Ries, die weer nee in show hoog, die weer nog eenmaal halfmaal hecher als wat ik zie. Die hier meest wat om been reken. Dat wie een sterke grote man. Maar dit kleine bengel, die kon hem gewinnen. Hij kwam niet in zijn eigen kracht. Hij kwam in God zijn kracht. En dat is wat deze ook duiden. Petrus en Johannes, die brukten meermaal dit woord. En Jezus Christus van Nazareth zijn nomen. Krijgt ze door den krepel gezond merken, da brukte hij deze Satz. En den hier wie meermaal. Die nomen, die hadden een kracht. Da wir kracht bijna, wanneer ze dat leven doen. En de Tessalonicha, die waren een voorbeeld geworden voor viele mensen in de land Macedonië en de verschiedenste steden. Jezus die schrift in zijn bergpredigt 5:14 zo staat, die zijn tot licht voor deze wereld. En dan vers 16 zegt hij, laat jullie licht voor de mensen schijnen, dat ze jullie goede werken zijn en jullie Vader im Himmel dafür loven. Wenn wir horchen doen wat Paulus van de Thessalonische Kerk geschreven heeft, en dan kan we zeggen, dat komt door dichtbij, of dat krijgt door aan. Zij waren een licht, en zij leiden dat schijnen, wo immer dat fehlen deed. En vers 9, dan zegt de schrift Paulus door, alle wegen zij zo ons wat voor goede volgen, ons bezoek bij jullie gehad hebben. Zij vertellen ons van jullie, waar jullie tot God bekeerd hebben en jullie jaren verloren hebben. En waar jullie nu dem woorden en leven God dienen. Zo zijn we een ganz vol geworden. Dat oude ganze ruut en dat nieuwe ganze evangelie gebracht. En zij hadden een goudet leven, even wanneer dat ook zwaar weer, wanneer die ook veel vervolgingen lijden moesten. Ik had dat niet gestudeerd, hoeveel dat weer, maar dat weer zeer erg. Jezus die zei in Johannes 10, vers 11, 10, vers 10, ik zie je komen dat leven een val op te brengen, dat je dat zelf val op hebben. En dat is wat deze kunnen bestemmen. Zij hadden dat val opgekregen. Vers 8 zegt hij, van jullie is dat woord naar Macedonië en naar Achaia gegaan. Dat wird doorheen gespreid. Wo ze dat gaan, dat weet ik niet, maar ze hadden dat doorheen gebracht. Als Paulus naar Tessalonicha kwam, Paulus en Silas en Timotheus, die predigten in ihnen nicht, wo schlecht dat wir, dat ze zoveel Jahre hadden. Zij kwamen doorheen en predigten in Jezus Christus en dat de Heiland weer. En dat maakt de ganze Unterschied. En dan zegt de tiende vers, wat voor mij een zeer treistende vers is, zeer wertvoll is. En nu wacht je op zijn zin, den God van dood opgewerkt heeft, en die vom Himmel weiterkommen wordt. Jezus is die ons van dem kommenden gerecht raden deed. Ik geloof, we hebben alle eenmaal of het andere maal beduurd oder fort gehad voor dat gerecht. Oder voor de triebselzeit, de tribulation. Maar ik recht verstaan, door hier schrijft Paulus, dat al die wat ik leven doen, die wordt Jezus raden van dat. Die worden dat niet daarvan durchgegaan. En de Thessalonicher waren zonen. En kapitel 4, vers 17, door dat hij dat een beetje een einzel wird brengen, wo dat passieren wordt. Dan waar wie, die we leven en gebleven zijn,
tegelijk met aan, dat men met die wat im Glauben gestorben sind, ob die Wolken mitgenommen worden und bei dem Herrn, unserem Herrn zu begegnen und wollen dann immer bei ihm sein. So dort ist, was wir kennen erwarten, wenn wir den Heiligen Geist haben, wenn wir Jesus haben angenommen als uns persönliche Heiland. Dann weit wir dort ein Tag und was wir glauben, was kann dich bei sein, dann wird dort passieren. Johannes, die Schrift in 1. Johannes 3, Vers 2, so steht, liebe Freund, wir sind nie all Gott seine Kinder. Dort ist aber noch nicht für einen Tag gekommen, was wir wollen sein, nur her. Wir weiten aber dort, wann heute kommen wird, das meint Jesus, dann wollen wir so sein als heute. Als Jesus vom Tod abgestoßen wird, dann halt das nicht der Tauschlüten oder irgendwas zu merken. Er konnte große durchgehen. Johannes sagt hier, wann Jesus kommen wird, da wollen wir so sein als Jesus. Wir wollen hier vielleicht Gott der und der in Hahn, da wollen wir mit vor in dem Himmel nehmen. Das ist eine gewaltige Kraft in Gott sein Wort. Wenn wir kicken dann, die Kraft von Gott sein Wort wird die ganze Welt gemerkt, alles was da ist. Aber durch Jesus sein Blut sind alle Menschen ihre Sünden vergeben oder erleist. Das sind zwei große und gewaltige Dinge. Die meisten von ihnen kennen und küssen. Und dass diese eine Frau bin, nehmen alle Menschen diese Erlösung an. Kann uns woher die Antwort geben? Nee, das sind nicht alle Evangelium gehorsam. Das reicht. Nee, die sind nicht alle dem Evangelium gehorsam. Die trühen das nicht alle. Ich wollte gerade Frauen abzukommen. Ich will meine Geschichte schließen von dir. Da war ein gewisser Landlord, der mir bekannt, dass den Freitag von Klock 8 zum Morgens bis Klock 12 am Mittag wird er in seine Office sein, auf dem Bein. Und wer immer da wird kommen mit seinen Bills, Schuldsadels, dem wird er so viel Geld geben, als das braucht, um die zu bezahlen. Als der Freitag kam, da kamen viele Menschen haben, aber keiner will sich auf den Beinen abzuholen. Gleich was die dort tun, ich glaube, die wird auch gleich tun. Gut, du das Erste. Keiner ging. Aber das meiste Mittag, meist 12 Uhr, dann kommt ein älteres Paar Leute, die gehen bloß durch die Kraut durch und gehen auf den Beinen ab und wiesen an die Bills. Er merkt den Scheck, um dort alle bezahlen. Und dann wollen sie zurückgehen und dann sagt er, jemanden warten. Sie müssen noch durchbleiben. Als der Klock 12 wird, dann mögen die Tür open und sie dann nicht gehen. Dann gingen sie raus und dann wären alle Menschen da neugierig. Die dort? Jäft die dort? Und dann weisen sie am Check, was sie hatten. Sie hatten genug Geld. Und dann gingen sie, ja, mich auch, betul mich auch. Weißt du, was der Landlord sagt? Die Klock ist 12. Dat is te laat, die hadden eerst gezult. Mijn gebed is dat keiner von uns oder keiner von die, die das online hören wollen, dat die wollen dort hören, man, dat is te laat. Von der auch, wenn wir seine Stimme hören, da wollen wir da noch horchen, wollen wir beten. Für das wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für die Segnung und wir danken dir, dass du versprochen hast, dass du dein Wort immer wieder segnen. Und dort ist uns Gebet von dir. Danke dir für jeden, der hier ist. Und ich bete, dass wir können mit dem Segen von hier gehen. In Jesus' Namen. Amen.